Der Kaiser ist tot. Liebe die 弘道 Kaiserin. 元年，你的第三子李显继位，而你以太后之尊临朝称制。李治死前，一命军国大事有不决者，皆由你裁决谋定。如今的你权势之盛，虽是太后，却已是无冕女皇。你改东都洛阳为神都，赐皇宫名太初宫，寓意新的篇章。Mal machen, ne? 这里好大呀，好气派呀！陛下，你说这里以后都是缺跟陛下的吗？那当然。新皇帝李显和新皇后韦氏，行事轻佻，难堪大任。那个我也不喜欢。朝野上下颇有微词。以后皇后说什么就是什么。那陛下不许再纳别的妃子。朕答应你，这辈子只宠爱你一人。显儿，参见母后。或许这扶不起的阿斗，于你而言，会成为一个称职的傀儡。参见母后。自先帝驾崩以来，朝政大权便落入了武后手中。至于那新登基的李显，不过就是个花架子。 Ey, den kenne ich. 如今这朝 Den 野 haben 上 wir 下 am Leben 都 gelassen. 对太后干政、聘姬司臣的做法怨声载道。在末将看来，如今能拯救圣朝江山者，唯殿下耳。 Ist das die ehemalige Kaiserin? Li Xian, abgesetzter 母后 Kronprinz. 儿臣很快就会来见你。主子，宫外眼线搜集来的朝臣们对国事的私议，小柚子已将折子放在案前了。主子打开奏折即可查看。 Muss ich da drücken? Was passiert, wenn ich nicht drücke? Ist doch voll unnötig. Okay, jetzt, also zuallererst mal will ich kurz was erklären. Mein dritter Sohn ist jetzt Kronprinz und der heißt genauso wie der zweite Sohn, nur mit noch einem extra A. Also nur falls ihr euch fragt, wieso da jetzt ein Schwarzer sitzt, der genauso heißt, der heißt nicht genauso. Und es war auch kein Schreibfehler, als ich das gelesen habe, sondern ja, das ist aber eigentlich eine gute Idee. Das ist sogar eine richtig gute Idee. Wenn man mehrere Kinder hat, einfach immer nur einen Namen, keine Ahnung, Ilse oder so. Und wenn es dann noch ein Mädel gibt, dann heißt die Ilse. Und wenn es dann noch ein Mädel gibt, dann heißt die Ilse. Das ist eine mega Idee. Mann, ich sag's ja. Hier lernst du noch was. Private Meinung der Beamten. Nee, ich will erst mal lesen. Nun hält Kaiserin Witwe Wu die Macht inne, während der neue Kaiser schwach ist. Unsere Sheng-Dynastie wiederholt das Schicksal der Han-Dynastie und bringt, haltet doch mal die Klappe, und bringt eine weitere Kaiserin Witwe wie Lü hervor. Sagt mir, wird die Li-Dynastie bald den Namen Wu tragen? Eine bloße Frau, kann sie wirklich die Welt verändern? In ihrem Alter steht sie bereits am Ende. Höchstens wird sie noch einige Jahre hinter dem Vorhang sitzen und den Kaiser beraten. Nichts zu befürchten. Die Dynastie stürzen? Das ist doch lächerlich. Sie versucht lediglich, ihre Position als Kaiserin-Witwe zu sichern und nicht von ihrem eigenen Sohn verstoßen zu werden. Wer würde schon auf einen sicheren Thron als Kaiserin für eine rücksichtslose Thronräuberin aufgeben? Solange sie bei Verstand ist, würde sie so etwas niemals versuchen. Schon die Herrschaft hinter den Kulissen ist der größte Ruhm, den eine Frau erlangen kann. Möge sie der Sheng-Dynastie noch einige Jahre dienen. Okay. Ey, 坐在这个位置上的感觉。 Alter, du kannst doch nicht einfach... 陛下，你答应妾的可不许反悔啊！ 朕答应要给韦氏一族加官进爵，怎么会反悔呢？谢陛下。朝堂上，陛下只有更多自己的人，才能彻底摆脱那老婆娘的掌控。妾和韦氏一族愿为陛下驱策，可是太后那个老婆娘把持朝政，定会阻挠陛下的。
这江山是朕的江山，母后总是干扰前朝政事，简直让朕丢了个龙脸，瞎了个龙眼。朝中对母后干政之举不满者甚多，是时候让他认清，谁才是这个江山真正的主人。穆内侍，奴婢在。陛下，传朕口谕，季怀忠年事已高，不适合再做宰相。明日早朝时，当自请告老还乡。是。皇后，朕明日便当着母后的面，封韦国正为宰相。可是太后那老婆娘那边，朕就算将这天下都送给岳丈，母后也阻拦不了。朕要让全天下睁大眼睛看清楚，谁才是这圣朝的主人。哇，陛下真的好有男子气概，这才是妾心中的真龙天子呢。那是自然。等太后那老婆娘从朝堂上退下来，妾和陛下就是新的二圣了。他当真说过要将天下都送给岳丈。奴婢听到的便是如此。我这儿子，当真是把圣朝江山当作儿戏。太后息怒。先帝留下的江山，绝不能被他就这样毁了。太后的意思是，皇帝昏聩，我更可独揽朝纲。可我要的，真的只是躲在那金光璀璨的珠帘之后，躲在这王朝礼教的遮羞布之后，做一个辅政太后吗？Der Kaiser ist töricht und unfähig. Was wirst du als regierende Kaiserin-Witwe tun? Den Kaiser zu einer Galionsfigur machen? Oder den Kaiser absetzen? Bam. Weg mit dem Kaiser, ist nicht der Erste. 如此昏庸，实在难当大任。不过，废帝之事，还需要有人支持。太后的意思是 Wessen Unterstützung suchst du für die Absetzung? Kaiser Li Xian bringen dazu freiwillig abzudanken. Also Li Xian mit Doppel-A, das ist er selbst. Der, ich nenne ihn mal schwarze Sohn-Kaiser, Kaisersohn, Sohn-Kaiser, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Kindskaiser. Die Kanzler, garantiere ihnen einen Platz unter den Helden des Lingyang-Pavillons. Kaiserin Wei, versprechen, dass ihr Status unverändert bleibt. Oder die kaiserliche Garde setzte, wie so Vergangenheit, Gewalt ein, um den Kaiser abzusetzen. Kriege ich ihn dazu, freiwillig abzudanken? Wahrscheinlich nicht. Kaiserliche Garde einsetzen, um den Kaiser abzusetzen, wird nicht funktionieren. Denn der Kaiser ist noch da und der Kaiser sagt, nee. Ich kenne natürlich die Kanzler, aber Kaiserin Wei, seine Frau. Es ist relativ offensichtlich, dass sie nicht daran interessiert ist an ihm. Ich nehme mal das. Kaiserin Wei. 让韦皇后来见我。是，太后。当晚，你允诺韦皇后，废除皇帝后，新皇帝登基，她依然会是皇后。韦皇后惊诧之余，选择答应了你。 Doch 3 Tage später brach Li Xian zusammen mit Kaiserin Wei und mehreren Beamten auf. Er kehrte nach Cheng'an zurück, wo er weiterhin bequem als Kaiser lebte. In den Augen der Welt war Li Xian der rechtmäßige Kaiser der Sheng-Dynastie. Töricht oder nicht, fürsorglich oder gleichgültig, er trug die einzige Krone, die das Volk anerkannte. Von dem Moment an, als er Shang, war dein Anspruch auf die Herrscherschaft erledigt. Okay, lief nicht so gut. Lief nicht so gut. Okay. Zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter für Kaiserin Wei ist Li Xian die perfekte Marionette. Leicht zu formen, unmöglich aus der Hand zu legen. Ihr Ehrgeiz entspricht genau deinem und sie wird sich nicht so leicht kontrollieren lassen. Lass mal gucken, was ihr zu sagen habt, ihr zwei. Hätte nie gedacht, dass ich das noch erlebe, wie Mutter meine eigenen Leute abwirft.
这Diese 婆婆也太搞 Schwiegermutter 笑 ist 了。 fast schon zum Totlachen. Okay, das war keine gute Idee. Die machen sich witzig, die machen sich lustig über mich. Das ist nicht gut. Okay, hier weitermachen. Okay, dann probieren wir das zweite, wo ich gedacht habe, dass es funktioniert. Die Kanzler. 让其他宰相们来见我。是，太后。当晚，宰相们听闻你的决策和允诺，皆惊愕不已，无法认同太后废帝的惊天之举。Das hat mal gar nicht funktioniert. Jo, das war relativ klar. Okay. In den Augen der Welt war Li Xian der rechtmäßige Kaiser. Ja, das hat nicht funktioniert. Okay. Und die Kaiser... Okay. Dann behaupte ich jetzt aber mal... Dann wird es auch nicht funktionieren, die Leibgarde gegen ihn einzusetzen. Behaupte ich jetzt mal einfach so, ich weiß nicht. Die gescheiterte Hauptversammlung. Die Kanzler haben immer nach der heiligen Ordnung von Herrscher und Untertan gelebt. Und du bist am Ende nicht der Herrscher. Stimmt wohl. Eure Majestät? Lass mich diesen alten Narren eine Lektion erteilen. Oh ja. Tja. Okay. Also weiter geht's. Wie kann ich ihn dazu bringen, freiwillig abzudanken? Ich probiere das mal. Ich habe keine Ahnung. Jetzt bin ich gespannt. 让陛下来见我。是，太后。当晚，你晓之以理，动之以情。李显虽万般不愿，但还是选择答应了你。 Ernsthaft? Doch 3 Tage später brach Li Xian zusammen mit Kaiserin Wei mehreren Beamten auf, kehrte zurück und machte sich als Kaiser bequem. Ja. Okay, dann bleibt halt wirklich nur noch die Wachen zu holen. Aber werden die auf mich hören? 你以无权的太后之尊，过完了余生。 Werden wir sehen, ob sie auf mich hören oder nicht. Macht duldet keine Kompromisse. Okay. Die kaiserliche Garde setzt Gewalt ein, um den Kaiser abzusetzen. 让羽林军2位统帅，凌霄和乘务挺来见我。是，太后。上朝。传朕旨意，封国丈韦玄真为中书令、雍州都督，进拜太尉。微臣谢过陛下。所有韦氏男丁皆拜官4品以上，具体官职由韦国丈来定夺。谢陛下。慢着。 皇帝昏庸无能，乱我圣朝纲纪，不能为一国之君。废李显为庐陵王。母后，你来人，扶庐陵王下殿。不，不。OK。母后，朕有何罪？ 庐陵王想要将圣朝江山交给韦家，何谈无罪？来人，扶庐陵王下殿。庐陵王。 Und so wurde aus dem Kaiser der Prinz Luli. 这没有错。 Alter Schwede. 母后，这没有错，母后。 Wie nichts falsch gemacht. Also komm, da muss ich jetzt aber wirklich recht geben. Der hat halt wirklich versucht, das komplette Kaiserreich einfach... Hier, schenk's euch. Was soll denn das? 如此惊世骇俗之事，竟在我朝发生。 昭也是自己的亲生儿子，竟能如此不顾情分，连羽林军都
又是天阶司臣，女子干政，李氏威仪。Da der Thron unbesetzt ist, entscheidest du dich, den Thron selbst zu besteigen oder einen neuen Kaiser zu ernennen. So viele Söhne habe ich nicht mehr, eigentlich gar keinen mehr. Entscheide ich mich, den Thron selbst... Ja komm, was soll's? Spatz ist nicht aus Holz. Zack. Rauf auf den Thron. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber egal. 太久了，你不想再等了。5日后，你宣布登基为帝，朝野惊骇，民间震荡。先帝驾崩不过2月，新帝登基不过2月，你此时以太后之身强行登基。 叛军四起，天下大乱。Ja, hat nicht so gut geklappt. So nah und doch so fern. Der Thron scheint zum Greifen nah, aber es liegt noch eine riesige Kluft zwischen dir und ihm. Die Herzen der Menschen sind noch nicht gewonnen und die alten Ketten der Konventionen sind noch nicht gebrochen. Ist das nicht, guck mal hier. Li Xian, also mit einem A und der andere heißt Li Xian. Mutter, verlierst du schon die Fassung? Sieht so aus, als wäre meine Chance endlich gekommen. Ich werde die Stadt mit meinem Leben verteidigen, aber die Rebellen sind wie eine hereinbrechende Flut. Blechende Flut. Wir können sie einfach nicht aufhalten. Okay, es war vielleicht doch ein bisschen früh. Hebe ich ja zu. Dann suche ich mir einen neuen Kaiser. 你知道，如今时机未到，贸然向前只会葬送一切。翌日，你立你的第4子李旦为皇帝，大赦天下，而你继续以太后之尊临朝称制。 Stimmt, ich habe ja noch einen ganz kleinen Sohn, der auf mich hört. 太后废掉了天子李显，改立第4子李旦为新君。下去吧。是。我那弟弟李旦更是无用，看来母后是按捺不住，想改朝换代。实在可笑！天下人怎可能容忍一介女子改朝换代？她这是玩火自焚。我们自当好好利用。 Der ist aber groß geworden, hey. 陛下，近日南方暴雨不断，江南各郡联名上奏，请求修固水利工事。这，母后觉得呢？准奏。准奏。陛下 ，OK。当前恰逢北戎内乱，北境将领上书请战。母后。 内乱乃北戎家务事，命北境军按兵不动，隔岸观火。军情急报：临淮郡王之孙徐敬业联合废太子李贤，在扬州起兵叛乱，向洛阳进军。贤哥哥来了！叛兵大阵，兵谏太后还政。 匡扶李氏江山的口号，10日之内便号召了10万之众啊！陛下，这盘号召今日有10万人了，这可如何是可笑啊！兵谏还政，匡扶李氏，明明陛下才是李氏正统，他们想匡扶的究竟是李氏，还是他们自己的私心？汉贼妖言惑众，蛊惑人心。 还请陛下拟一封讨逆贼书，昭告天下，以正视听。是。乘务庭，调拨兵马，准备平叛。是。是。叛军势如破竹，一呼百应，这无疑给了踌躇满志的你当头棒喝。李氏2字于天下人如天神甘霖。 这场战事，将你和江山的命运皆裹挟其中，只能胜，不能败。
太后，朝廷的平叛大军已集结完毕，只是这主帅的人选还需要太后来定夺。皇上驾到！免礼。见过母后。蛋儿，讨逆贼书写好了，呈上来，让母后瞧瞧。Okay. Irgendwas scheint da seltsam zu sein. Was? Vorlesen bitte? 此地位书。 Abdankungsschreiben. 你这是何意？ Er will abdanken. 母后，孩儿不愿与李贤哥哥争斗，不如辞去皇位，让给贤哥哥。荒唐！天子之位，岂是能让的？自孩儿记事起，李贤哥哥总让着孩儿，孩儿不愿与哥哥兵戎相见。他如今已是叛贼，你若顾念旧情，置圣朝于何处？置母后于何处？可孩儿无能。圣朝也好，母后的期望也好，都不是孩儿能负担的事情。望母后恕罪。 Lidan reicht seinen Rücktritt ein. Wie wirst du reagieren? Impf ihn aus, damit er wieder zur Vernunft kommt. Wirf ihn ins Gefängnis. Gewähre seinen Wunsch. Na, natürlich kriegt er zuerst mal Mutze, ne? So, kann ja wohl nicht sein, Junge. Reiß dich mal zusammen. 身为圣朝天子，心中没有半点家国责任。我抗争半生，何时生出你这么个扶不起的阿斗？ Ja, ganz so hätte ich es jetzt halt nicht gemacht. Das findet er nicht so witzig. 母后教训的是，孩儿以后不会再上朝了。你 Das war klar. Das hätte besser laufen können, ha? 这孩儿们一个个都不成器，让季相见笑了。你方才所言军情一事，继续说。 太后，叛军来势汹汹，这主帅之人，还请太后早做决定。Angesichts von Xu Jingyes Rebellion im Namen der Wiederherstellung des Hauses Li, wen willst du zum Kommandanten ernennen, um diese niederzuschlagen? Ein Mitglied des Wu-Clans, dein Clan steigt und fällt gemeinsam. Ein Mitglied des Hauses Li, um unsere Legitimität zu bekräftigen. Ein Mitglied des Shu-Clans, um sie ihre Klingen gegen ihr eigenes Blut richten zu lassen. Ich sag die kaiserliche Familie. 叛军打着匡扶李氏的口号，那我便任命一个真正的李氏族人做行军主帅，让叛军名不正言不顺。左金吾卫将军李孝义在军中颇有威望。 又是高祖的堂侄，便选他吧。是，太后。你派遣30万兵马平叛，战事初期很快占据上风，可却还是有越来越多的人加入徐敬业的叛军。他们冠正义之名，是要为圣朝除了你这个乱政奸佞。 没想到徐敬业竟率军攻占了瑞州，还杀死了刺史。李神与徐敬业已于割据南边，另立新都，难不成我圣朝的疆土要被一分为二？可悲可叹呐！太后，前线急报，李将军久攻叛军不下。 伤亡惨重，便坚守不出，不再出战。李将军求太后再派20万兵马驰援。荒唐！本宫刚给他30万兵马，如今又要20万。谁能救圣朝啊？贤弟若在天有灵，定要痛心疾首啊！太后，臣有一计，可兵不血刃，使叛军
即刻投降。是何良计？ Okay, jetzt bin ich gespannt. 臣以为，只要太后还政于天子，徐敬业便失去叛乱的理由。这群乌合之众将不攻自破。你说什么？叛乱兴起，不就是因为女子干政，才惹得天怒人怨的吗？放肆！此时此刻，你不思如何退敌，却还在大肆动摇军心，其心可诛。拖下去，关入天牢。太后，还请还政，还政啊！还我圣朝安宁啊！先帝若在天有灵，定要痛心疾首啊！ Krieg bricht aus. Sieht nicht gut aus. Da muss ich mal einen Tag drüber nachdenken, wie ich jetzt weiter verfahren will. Okay, bis morgen. Tschüss.